Nimm ab. Nimm ab. Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. This is fucking huge, man. Ich denke, dieses Video wird absolut beschissen, denn ich gehe nach Frankfurt. Hier ist wirklich der krasseste Ort in ganz Deutschland, Leute. Aber zuerst... So amazing, Bro. Was sagst du zu diesem Backflip? Die Paula ist eine Kuh. Habe ich mir schon fast gedacht. Moin, Martin. Guten Morgen, Frankfurt. Ei, gute wie, sagt der Frankfurter, wenn er hessisch babbelt. Halt einmal. Das ist mein Hotelzimmer, das ist meine Terrasse oder mein Balkon, wie man es auf Hochdeutsch sagt. Auf jeden Fall guten Morgen, ich bin hier in Frankfurt, wir haben hier einen Dreh und es ist richtig heiß. Aber ich habe so einen riesigen Balkon für mich selber, Digga, holy shit. Geiler Balkon, Bro. Soll ich eine Roomtour vom Hotelzimmer machen? Nee. Sofa, Stuhl im Bad, Stuhl wirklich im Bad, Fernseher, Bett, noch ein Bett. Ich bin hier in Frankfurt, weil ich hier einen Dreh habe für Frontpage TV. Also ich hab's gefühlt, ey. Das ist übrigens mein erster hochdeutscher Vlog. Normalerweise mache ich das immer auf Schweizerdeutsch. Salut zusammen, wie geht's? Ja, jetzt auf Hochdeutsch und ich denke, es kann nur beschissen werden. Ich habe den Krieg zwischen Deutschland und der Schweiz noch nicht geregelt, aber... Willst du auch nicht machen. Schreib auf in die Kommentare, was ist besser, Deutschland oder die Schweiz. Ich bin die Susanne, Dackel, Backel. Wir gehen jetzt ins Studio. Mashallah, einfach das hübschste... You can do it. Das sieht so richtig aus wie ein News-Studio. Wie ein Newsstudio? Ja, hier könnte man so sitzen. Newsstudio. News-Studio, genau. Moin, Meister. Was sagst du dazu? Zum Kotzen, genau. Man muss so nah wie möglich an einer Sekunde dran sein. Okay, eine Sekunde, let's go. Au, wie scheiße. Ihr müsst einfach so machen, guck mal. Die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit ist für uns oft unsichtbar. Freunde, wir haben jetzt Pause und ich habe einen kleinen speziellen Gast dabei. Komm mal rein. Ich bin der kleine spezielle Gast. Eine Schweizer YouTuberin, Nattistyle, ist ein Riesenfan von ihm und ich werde jetzt Nattistyle per FaceTime anrufen und sagen, ja, ich will sie etwas fragen und dann ist einfach er dran. So, das ist der Joke. Todesschreck an. Ja, sie wird dran sein und dann so, was ist hier los? Ich habe ihr gesagt, ich will sie etwas fragen. Ich weiß selber nicht was, aber... Okay, wir versuchen es auch. Okay, wir versuchen es. Machen Sie sich bereit für das weirdeste Gespräch, das Sie je gehört haben. Nimm mal. Hallo? Geht's dir gut? Hallo? 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 Wie läuft's so bei dir? Ich hatte gerade meine Abschlussprüfung. Ach krass. Glückwunsch. Ich weiß gerade auch nicht, was sagen. Du machst du normalerweise deine Videos auf Schweizerdeutsch? Ja. Und du hast jetzt gerade eben deine Abschlussprüfung absolviert? Ja. Für... Jetzt muss ich aufs Englisch. Wow, Digga, du hast einmal die Chance mit Jonas zu reden, so, ja, ich bin Natti, ich habe Abschlussprüfung, jetzt mach dein Liebesgeständnis. Und ich bin gerade überfordert, du hast das nicht mehr gemacht. Was hast du gesagt? Das ist richtig überfordert, ich kann das nicht mit dir machen. Du bist cool. Vielen Dank, zum Glück war es auf jeden Fall nicht awkward, das Gespräch oder so, aber ich freue mich aufs finale Video. Muss man sagen, war eine sehr krasse Überraschung, sie hat sich sehr gefreut, bitte nie wieder. Alter, ich glaube, das ist echt so der Moment von meinem Jahr, wo meine Cringeness einfach mal ums 10-fache verstärkt hat. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so eine unangenehme Konversation geführt, Adi. Also, es war so übel gewesen. Ich meine, also was habe ich gelabert? Ich bin Schweizer YouTuberin, Alter. Ja, gut, geil, Weird Flags, alles. Und dann auf Hochdeutsch, ich kann kein Hochdeutsch, das ist so schlimm gewesen. Und ich sehe es wie ein Herdöpfel, der verbreitet worden ist mit fetten Haaren, Alter, übel. Ja, wie geht's da drüben? Verpiss dich. Ja, komm! Ich bin hier mit einem der besten Fußball-Freestyler von Deutschland. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Und der kann das ziemlich gut machen. Ja, Leute, das sind die Tricks jetzt so. Zack. Ja, komm! Kopf geht natürlich auch. Ja, es gibt viele Ja, in meinen Augen ist es einfach ein weirder Flex, Bro. Mach mal den krassesten Trick, den du kannst. Bro, ich bin nicht aufgewärmt, Mann. Ja, komm, ich bin nicht aufgewärmt. Und... Ja, ich glaube, das war Fußball. Perfekt zum Tricksen angepasst. Oh, was, Junge! Pass auf, pass auf. Also der hat nicht gehalten. Wir freestylen ein bisschen. Nee, lass mal kurz ein 1 gegen 1 probieren. Ja, 1 gegen 1. Willst du echt richtig Ja, 1 gegen 1.
reitet so wie Wendy. Und wie fandest du den Tag so? Absolut beschissen. Ich hab Risse in meinem Handy. Fuck. Freunde, was geht? Ich wollte mich nochmal entschuldigen, dass dieser Vlog wirklich drunter und drüber war. Es war für mich das erste Mal in Deutschland an einem Dreh. Ich wollte euch mitnehmen. Ich konnte sehr, sehr viele tolle Leute kennenlernen. Wie gesagt, war für mich das erste Mal. Alles so aufgeregt. Neu, riesen Bahnhof, mega viele Leute. Digga, in der Schweiz ist alles so klein. Wirklich so klein. Ist halt so. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace, Digga. Jungs, auf jeden Fall vielen Dank für die PS5 hier. Gerne. Hat mich gefreut, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Holy shit, Digga.